This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. Oh, oh, oh. Feel the emotion, follow the signs. With this devotion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling deep in love with me. Little sweet and spice. Now that I've made a love potion for you. Hey, yeah. Little sweet and spice. Yeah. Made a love potion for you. Feel the emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. Hallo! Hallo! Ich will mal switchen umbauen. Aha! So, Kinder! Hallo! Ihr süßen kleinen Frettchen! Hallo! 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 Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Na, Schmarrn haben wir halt nicht. Herzlich willkommen zu Livestream Pokémon Legenden Arceus. Ah! Ja, schon fast nicht auskönnen, dass ich vergessen, dass ich nicht schon wieder gespielt habe. Aber wir sind back in the business. So. Machen unsere Musik jetzt mal aus. Spotify. Gehen wir wieder über zu Pokémon. Schaut, der Audio passt. Oh. Aber der hat jetzt nicht passt. Das war jetzt ein Cloud-Unfähig. Pokémon. Yep, der war's gewesen. So, hallo. Hallo! Denk mal, irgendwas stimmt da nicht. Warum bin ich ausgekickt? Game Freak Presents. Pokémon Legenden Arceus. Leute, geht's euch gut? Seid alle fit? Alle Knusper auf der Wurst da oder was weiß ich, was das ist? Ich kann jetzt so schnell ein Getränk vorbereiten, wie jetzt mal, wenn wir den Stream anfangen. Unglaublich toll vorbereitet, dieser Mandel. Oh, es ist Abend. Kinder, trinkt immer viel Wasser. Wasser ist wichtig. So. Wir orientieren, wo waren wir denn? Ah, stimmt, da. Wo war denn unser Missionsziel gewesen? Da oben. Ach, ja, wir haben da drüber gegangen. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen recherchiert. Und ich habe mir sagen lassen, dass wir da herum noch Items am Holen haben und dass man da herum irgendwo Ding fangen kann.
Efoli. Und das tun wir noch. Habe jetzt vorher so leichtfertig beschlossen. Guten Morgen, Tati. Sind Sie auch schon wieder da? Unglaublich. Ein bisschen Erze sammeln und so. Hallo. So, jetzt. Noch ein bisschen Beeren sammeln. Wir nehmen alles mit. Wir brauchen auch noch ein bisschen für den Zeugs. Da kennt das Pokémon da ein bisschen. Warum haben wir bestimmt auch noch ein paar Aufträge offen? Nice! Und jetzt ganz viel für die braunen Aprikokos, die wo wir brauchen für Pokébälle. Dann Driftlons. Genau, und was ich gehört habe, dass anstatt die Driftlons auch Efoli spawnen können an dem Platz da. Aber es sind leider noch keine da. Lauter Driftlons. Aber die nehmen wir auch mit. Ups. First Driftlon? Warum ist das direkt vor mir? Moin, moin, hallo, Mann, du! Wunderschönen guten Morgen. Hä? Ah. Driftlons? Gerne aber Driftlons fangen, Kinder. Da. Serumsneaken. Nimm auch noch mit. Was? Von hinten überrascht. Mieze. Gefangen 2 von 6. Nachts gefangen. Ah, das bringt uns auch Bonuspunkte. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Oh, da vorne ist ein Ponita. Oh, da haben mehrere Ponita. Ha! Nicht Hitout. Es flüchtet. Das probieren wir jetzt nochmal. Ah, komm. Haha! First Ponita. Ist der Tag und Nacht an deine Zeiten gekoppelt oder ist im Spiel unterschiedlich? Das ist unterschiedlich. Ich kann jetzt dann in die Basisstation da zurückgehen, die wir da oben haben, und kann dann wechseln zwischen Tag und Nacht. Also da kann ich mich ausruhen oder... Ja, ausruhen, glaube ich, heißt es. Und... Ja. Genau. Pizza. Und irgendwie da in dem Bereich, sobald man Pizza's cleart anscheinend... kann man auch Efoli fangen. Und ich hätte gerne noch so ein Efoli. Hallo? Wir gehen jetzt sowieso mal zurück ins Basislager. Dann ist da alles einmal
auf Tag schalten und dann schauen wir, dass wir eh fliegen. Ich hätte nämlich gern schon eins. Oh, Scheinux. Ah! Gut. Donnersjack. Gut. Und gleich nochmal kämpfen, Kinder. Trifft dann Level 5. Hypnose? Ja, Diggi, alles klar, ne? Pokeball, let's go. Ha. Ist ja was farmen. Das Farmen macht schon allein nebenbei Spaß. Let's farm, Kines. Balsa. Wahrscheinlich steht sich interessiert sich nicht schon für mich. Interessiert sich nicht allzu stark für mich. 8 von 10 Exemplaren gefangen. Wie ist denn das? Ach, das ist das verlorene Item. Jetzt fahren wir gleich noch so ein Driftlon. Dann gehen wir zurück. Shit. Shit. Ich wollte das Ganze eigentlich ohne Kampf regeln, aber du lässt mir ja keine Wahl. Burn. Baby, burn. It hurts a bit. Nur noch ein Pokéball. Hoppala! Das ist Phoenix. Als Feigl kommt zurück. Aber ja, Sinelbeere geworfen. Weg! Ich kann ja nichts mehr fangen. So. Weiter im Text. Ja, bap. Bap. Ich kann die leider nicht mehr fangen, wie die Zoll. Es tut mir furchtbar leid. Schneller! Okay. Bist du der was seitdem kehrt? Aleka. Die Kampfung prächtige Töne. Wie in aller Welt erzeugt es die. Oh, du bist jemand von Forschungstrupp. Du kommst genau richtig, um mir zu helfen. Um ein Zirpurze zu finden. Okay. Zirpurze vervollständigen. Ja, du bist ja toll. Ja. Herr Professor! Ja, Bericht erstatten. Money in the bank, bitch. Aha, 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 aha.
Super. Jetzt haben wir Driftlern, wie viel haben wir gefangen? 5 oder 6 und jetzt haben wir schon... Cool. Zehn von 10. Nice. Okay. Passt. 810 Punkte bis zum nächsten Rang 200 Punkte. Okay, gut, dann haben wir noch ein wenig unterwegs. Forschung fortsetzen. Yep. Genau, ich kann mir nämlich jetzt da Pokémon. Ah, ich kann jetzt so im Team noch hin und her wechseln. Alles klar, Meister. Einkaufen? Okay, da kann ich jetzt eine Pokébälle kaufen, wahrscheinlich zuhauf. Aber ich kann eh schon wieder... Ah, ich kann mir 36 Pokébälle machen. Das ist damals kleiner. Nietzsche. Ist eh schon wieder Tag? Ja, es ist eh schon wieder Tag. Brauche ich gar nicht schlafen. Obwohl. Da haben wir noch Bubu machen, bis das Mittag ist. Dass wirklich die Methode funktioniert. Ausruhen. Bis zum Mittag. Hat da meine Pokémon kalt? Ah, ja. Hoppa! Ja, ja. Schuschu. Da tun sie sich nicht runter. So, hier spawnen Bidizas. Wenn jetzt ich die zwei Bidizas da entferne und normalerweise auf Nacht wechselt. Achso, ja, kein Problem, zuerst gehe ich das hinter. Ist auch okay. Da ist das andere, ne? Alles klar. So, die Bidizas sind geklärt und wenn ich die Methode jetzt richtig verstanden habe, muss ich jetzt wieder hoch. Scheinux sind wieder aggro. Scheinux packt umeinander. Schau mal. Hua! Kann aber Scheinux drüber springen. Aha. So, jetzt muss ich mich ausruhen bis abends und dann darf halt noch Evoli spawnen. Ausruhen. Bis zum Abend. Ist schon dunkel genug? Ah, nein. Na, oh. Warum verklicken die so oft? Warum? Ich wollte das nicht. Kinder, ich wollte das nicht. Bis in die Nacht. Jetzt haben wir 3-4 Mal Bubo gemacht, jetzt ist es wieder gut. Laptop da, 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 da. Und heppa! Lauki! Driftlern und Abiliza. Schade. Hat nicht funktioniert. Ah!
Wow, okay, alles klar. Was zeigt's mir denn da schon wieder? War dann schon wieder da. Ah, Fundsachen, okay. Verlorenes Item von Fusi und von Mario. Okay. Die kann ich dann später zurückbringen. Alles klar. Let's battle! So, Kampf. Strong Style. Oder so. Ach komm, ich bin dumm. Normaler Tag nur auf Geist-Pokémon kann. Perfekt. So. Item. Schutzblume und Leistungssond. Nice. Okay. Ah! Nitze. Löchrige Aprikoko. Aprikoko. Die sind da hinten noch. I shouldn't do that. Nope. Nope, I should do that. We gotta wait. That's not what we want. Die ist jetzt lieben. Perfekt. Schau mal, Kinder, so macht das Spaß. Was bist du eigentlich du für einer? Wenn du erschöpft bist, solltest du in einem unserer Basislager aufsuchen. Du kannst dich ausruhen und auch die Zeit verstreichen lassen. Schließlich will niemand mitten in der Nacht auf Erkundungstour gehen. Dabei ist doch viel zu gruselig. Ja. Jetzt haben wir einen Warmpilz fangen. Sag mehr. Ja, gut. Da kommt mehr Baby-Wampel. Ich glaube, wir keep für zwei. Zwei von drei. Dann machen wir 3 von 3 draus. Vielleicht hat ein Pokédex-Auftrag dann auch bald erledigt. Oh, Aprikoko! So, bei Party. Na, wir gehen jetzt mal auf den anderen Inselteil um. Weil sei immer auf der Hut. Wenn Gefahr droht, ist es besser, sich an einen sicheren Ort zurückzuziehen. Machen wir. Weil wir haben noch ein paar Pussy zu empfangen. Wir fangen 2 von 3. Ist ja noch eins. Ganz leise ranschleichen. Oh, davon ist jetzt super.
Haut das hin? Ja. Seht jetzt weiter. Jetzt muss man erst gewöhnen, dass. Level 10. Alla, Schimmer. So weit bin ich noch nicht. Hypnose finde ich ganz gut. Komm, aufwachen. Warum schläft? Ah, es gibt keinen direkten Schlaf mehr, stimmt. Boah. Na komm. Wir werden Pokémon wechseln. Aber einer. Shinox. Shinox kann man auch ein bisschen was ausrichten. Ich hab noch nichts gesehen. Ich bin doof. Jetzt vielleicht? Wenn man das noch überzeugt. Subet! Ich brauche noch so ein Ziputzli. Was ist denn das? Ah, das ist ein Vitalknosp. Was ist da? Ah, es ist ein Glas Ziputzli. Da unten ist wieder Neues. Oh, da noch mehr. Okay, sauber, 2 Trübkufer. Wo ist denn? Das. Es ist Ausbrucher, da freue ich mich aber. Immer schön fangen, immer fangen. Exemplare gefangen, ohne entdeckt zu werden. Da haben wir noch zwei so süße Mäuschen. Jawohl. Gegen das kämpfen wir jetzt. Kämpfen! Level 8, die haben vielleicht gar nicht so knusper, du. Boah, alles klar. Was? Wanderrotz. Entschuldigen Sie, ist das Ihr Ernst? So kann ich wohl so kleine Starrerlillis umeinander. Magst du kämpfen? Ha! Ich muss sehen, ob. Jo, Digi, nee, ist klar, ne? Was ist denn da? Kann man das mitnehmen? Holz! Jo, cool, ne? Kann ich aber jetzt da meinen Unterschlupf bauen, so wie Grid Hell? Frag für einen Freund. Ich
brauchen aber so Zepuse-Teilchen. Ich denke nicht, dass ich den Auftrag schon vervollständigt habe. Ja, neu. Let's battle with me. Ja, wir kämpfen gegen den Strauch. Strauch. Alter, was ist mit jetzt hier Putzlis los? Die haben noch nicht ganz knusper. Ich hab gar nichts gemacht. Ich wollte doch nur ein bisschen betteln. Ah, jetzt hat er schon Bock, Bitte nicht fliehen. Oh, Tackel. Tackel ist okay. So, wir es besiegt haben. Ja, bau dir überall einen Unterschlupf, wie du es gern hast. Mein Du, provozieren Sie mich nicht. Nein, Spaß. Ja, was soll ich machen? Erst mit der Vogel heilen. Das ist noch so eine Idee. Und dann ein Leistungssand. Der Kampf für Pokémon Leistungswelt von 0 bis 2 verwendet werden. Also ich kann mein Pokémon ein bisschen pushen. Da möchte ich mal Schaloko noch entwickeln. Jupp. What a cool animation. Neue Attacke zur Verfügung. Man kann. Giftstoff Eisenabwehr. Ernsthaft? Warum nennst du sowas? Y ist verschieben. Ja, genau. So. Ich sortiere mir das aber gern noch. Gern noch, wisst ihr. Das ist ein Pokémon-Nummer, oder? Burmi! Ja, wenn ich es gewusst hätte. Tempo-Style. So, das ändert nichts. Schade. Probieren wir es damals fangen. Let's catch the Burmi, because it's a Wurmi. Oder so. Okay. Komm. Haha! Ah, Vitalknusp. Und 10 Sinelbeeren. Ach ja, die haben auf vom Baum auch gefallen. Was haben wir da noch alles? Ein paar Blümchen, halt Blümchen. Schutzblume. Mehr fangen? Wir haben ja bis jetzt so wenig Pokémon gefunden, Kinder. Da kann ein bisschen kämpfen. Wenn ich jetzt einen Speed-Style nutze, bringt mir nichts in der Zugreihenfolge. Okay, lass schauen. Ah! Zepuse. Die Flug muss es gleich aus dem Weg räumen, sobald du das bekämpfen kannst.
Nicht fliehen. Oh, danke. Das ist ein wenig aggressives Modell. Der Butschi wurde besiegt. Wo bist du gestanden? 2 von 3 besiegt. Schauen wir da noch ein wenig umeinander. Kreuzsack, das Gebiet ist aber schon verflucht groß, du. Das ist ja der Wahnsinn. Kann man auch noch kämpfen. Hallo, kämpfen? Kämpfen! Blablabla. Oh, nie ist klar. Atschbum! Hat's dich schon. Hat dich schon erpresselt. Leistungsstand anerkannt. Hey, nein. Wir machen jetzt mal ein bisschen der Story weiter. Warum leicht denn das die ganze Zeit? Muss ich das... Ach so, ich habe das als Geschenk erhalten. Aha. Aha. Aha, alles klar. Die Putschis, regt's mir nicht auf. Wie weit haben wir denn Pokédex-Eintrag bei Putzli? Nicht eingereichte Aufgaben 7. Okay, na, das war dann schon voll erforscht. Mit Nahrung gefüttert, registrierte Formen 2. Exemplare, die sich entwickeln, haben wir noch keins. Exemplare gefangen haben wir 7. Ohne entdeckt zu werden 7. Exemplare besiegt 2. Ja, da gehen schon auf Punkte aus. Da sind wir mal was füttern. Nom 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 nom. Schieder freut sich. Ah, nom 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 nom. Süß. So, vielleicht meine Pokémon vorher noch heilen, bevor wir wirklich aufgehen. Genug mehr heilen? Wunderbar. So, Vollriegel. Ja, du hast sowieso ab. Hallo! Sie putzt ja da ab. Jetzt gehen wir mal Raffi. Aber vorher das dann umhauen. Ich will vom Pokéball auf den Baum. Seht ihr, wie weit das schon gekommen ist? Moin Meister! Du kommst mir gerade recht. Ich brauche Amarena-Beeren, du weißt schon, rote glänzende Beeren. Sie wachsen zwar an Bäumen hier in der Gegend, aber es gibt da ein kleines Problem. Ich habe kein Pokémon, das sie mir pflückt. Und hier kommst du ins Spiel. Okay. Kein Problem. Hier, bitteschön. Wie besprochen, verrate ich dir noch einen Trick. Wirfst du eine Beere in die Nähe eines Pokémons, um eine Aufmerksamkeit zu erregen? Probier's doch mal aus. Wirfe einen wilden Zepurze hier in der Gegend eine Beere zu. Haben wir schon 15 Pokébälle. So nice Dude. Für einen Gehilfe. Da ist ein Chlorstoer! Da oben links umfliegt der Staravia. Seht ihr das? What the fuck? Das Game machen wir fertig. Sowas hätte es früher nicht gegeben. Also ob. Wie viel weiter?
Ups. Jetzt meine Hände ein bisschen ärgern. Ja, los mal meine Ruhe! Family, los Wasserdüse! Witze! Attacke verfehlt! Was da war? Geh mal heim! Thank you, Family! Attacke mit Typ Wasser besiegt. Oh, das war Aufgabe. Nice. Hätte schon gerne ausfangen. Ah. Nope. Wenn du jetzt nicht drin bleibst, auf gibt's Pokémon nicht fressen. Okay. Ist klar, hat sich für alle erledigt. Was ist denn das jetzt? Schwarzglanzstein. Mann, noch nicht gehört. Job. Was ist da für Pokémon drin? Chlorstoer! Ein aufgeschrecktes Kleinstein. Oh nein, nicht Rückzug. Dies war doof. Boah, wow. Okay, hat gereicht, Gott sei Dank. Danke, Bämmerlin. Level up, neue Attacken. Nice. Aber dann noch das Fischtassen. Schwere Exemplare fangen, Exemplare besiegt, Einsatz von Walzer gesehen, Typ Wasser besiegt, von Typ Pflanze besiegt. Okay. Vielleicht sollten wir einfach nochmal überfangen. Keiner Verstecker. So ist es. Raffe. Messi Bammelin. Was für eine coole Figur. Ist das ein Lavit? Knacksel? I don't know. It's fabulous. Ja, den Fight Game aber mit Folge. Hat jetzt ja gesagt. So, was gibt's? Oh, oh. Oh, sieh einer an. Ist das nicht euer Professor? Sorry, ich muss was noch offen. Ich dachte schon, ich kam zu spät. Als Professor konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen, dieses Elite-Pokémon mit einen eigenen Augen zu sehen. Das ist wohl wirklich Teil ihrer Arbeit. Gut, solange sie uns nicht in die Quere kommen, habe ich nichts dagegen. So, was wird's jetzt? Ich weiß nicht. Die Geweihanhöhe. Hier bringen wir den Nachkommen des Pokémons, dem einst der Segen der ehrwürdigen Sinnoh zugeteilt wurde, unsere Gaben dar. Dies ist keiner der besagten Nachkommen, nur ein Unruhestifter, der für Aufruhr sorgen will. Motore! Amore! Mit Motore! Mano, vertreib es von diesem geweihten Ort und ich heile vorher noch schnell deine Pokémon. Danke, Hauptsache das Feuer da mit Tränke zu ballern, aber das passt schon. Ja, gut. My Bird! Dieses Pokémon ist ja riesig. Kein Wunder, dass die Elite... Warum hat jetzt auf einmal so einen Akzent? Kein Wunder, dass diese Elite-Pokémon überall gefürchtet werden. Ganz richtig. Elite-Pokémon sind riesig und unheimlich starke Pokémon. Außerdem verfügen sie über besondere Attacken, die sie umso gefährlicher machen. Halte dich nicht zurück, begegne ihm mit deiner vollen Stärke. Sei vorsichtig, Mano.
Durch seine immense Größe ist es schon gefährlich genug. Aber mit Sicherheit verfügt dieses Pokémon obendrein über gewaltige Stärke und Ausdauer. Wenn du gegen es kämpfen willst, solltest du die richtigen Pokémon dabei haben und ihnen starke Attacken beibringen. Pokémon, deren Augen rot leuchten, nennt man Elite-Pokémon. Sie sind größer als normale Pokémon und verfügen über ungewöhnliche Stärke. Offenbar ist es ziemlich schwierig, sie zu fangen. Gotta catch 'em all. Was? Das hilft dir nicht. Können wir da was ausprobieren? Warte mal. Ich glaube, das interessiert nicht. In dein Face! Ah, scheiße. Okay, Dude. Let's go. Voll, voll. Ja, okay, Zugreihenfolge wird uns jetzt das erste Mal erklärt. Machen wir jetzt einmal Tempo-Style. Damit haben wir dann gleich nochmal in dem Zug dran. Dann kriegt es jetzt schon mal sauber Damage. Wir gehen mit Klug gleich nochmal nach. Das tut jetzt schon böse weh. Und jetzt werden wir wahrscheinlich drauf gehen. Okay, Feuerregel ist tot. Dann gehen wir am besten jetzt weiter entweder mit Bamelin oder Papinella. Papinella. Gehen wir mit Papinella. Jetzt mal Windschnitt. Yes! Easy. Einfach unglaublich zu sehen, wie jemand ein Elite-Pokémon im Kampf bezwingt. Wie der Held aus den Legenden. Ich bin ein Held. Überlass mir kurz deine Pokémon, damit ich sie heilen kann. Ja, gern geschehen, du kannst wanger. Was in aller Welt? Amici. Damit hier. Ui. Es sieht dich mit solcher Güte an. Dafür solltest du dankbar sein, Manu. Ja, ich weiß ja nicht, was soll ich machen? Sieht aus, als hätte damit hier dich ins Herz geschlossen, du Glückspilz. Hin und wieder kommt es vor, dass damit hier Menschen auf sich reiten lässt, während es durch die Hisui-Region galoppiert. Wir sind ihm zu Dank verpflichtet. Faszinierend! Dieses damit hier lässt Menschen auf seinem Rücken reiten? Ganz so wie die Reit-Pokémon aus Alola. Er kommt aus Alola, das erklärt einiges. Professor Laven, Manu. Ich bin auf Befehl von Kommandantin Celestis hier. Sie meinte, sobald Manu seinen Auftrag erfüllt hat, könnten wir ein Basislager errichten. Diam und der Expeditionsleiter werden sich aus gutem Grund dafür entschieden haben. Aber ist das wirklich eine weise Idee, noch mehr Basislager zu errichten? Hisui wurde von ehrwürdigen Sinnoh als Lebensraum für Pokémon erschaffen. Solange es eure Absicht ist, Seite an Seite mit ihnen zu leben, sollte es kein Problem sein, wenn ihr dieses Land benutzt. Außerdem scheint damit hier Manu wohlgesinnt zu sein. Das ist gut. Jedenfalls vielen Dank für das, was du heute getan hast. Ich werde dem Oberhaupt des Diamant-Clans davon berichten und dir später eine angemessene Belohnung zukommen lassen. Yes, sir. Oh no. Muss eine P meinen. Don't forget to mine your P, because your P is not he. Ding. Sofort. Einen Moment. Einen Moment bitte. Dankeschön.
Dankeschön. Wenn wir Seite an Seite mit dem Pokémon leben wollen, dürfen wir, keine Ahnung, hast nicht gelesen. Wir müssen sie besser verstehen und dafür braucht man einen vollständigen Pokédex. Wenn der Bautrupp hier eintrifft, werden sie sich um die Errichtung des Basislagers kümmern. Okay. Sollen wir die Häufer oder so? Frag für den Freund. Achso, okay. Hat sie erledigt. Das Basislager auf der Geweihanhöhe ist fertig. Wie wäre es, wenn wir ihm den Namen Anhöhenbasis geben? Wenn du Jubeldorf verlässt und als Ziel die Anhöhenbasis auswählst, kannst du deine Erkundung ab jetzt von hier aus beginnen. Okay, das ist praktisch. Je mehr Basislager wir haben, desto leichter können wir forschen. Das war gute Arbeit. Treffen wir uns doch später beim heißen Kost, ja? Ah, jetzt wird gleich auch gerechnet. Okay, alles klar. Wir müssen uns ja wieder mal unsere ganzen Belohnungen holen, weil ich glaube, wir steigen mittlerweile schon Stufen auf. Was ist los? Also, ich kann mir jetzt anschauen, was wir alles vervollständigt haben. Triflot ist vervollständigt. Schaloko noch nicht ganz. Zirpus ist vervollständigt. Bammelin. Biliz haben wir noch nicht vervollständigt. Ernsthaft. Wir müssen ein neues Exemplar besiegen oder so. Okay. Bonita haben wir 4, Zuber 2, Burmi 3, Kleinstein 10. Haben wir auch schon vervollständigt. Nice. Oh, wir kriegen den nächsten Rang. Der nächste Rang ist freigeschaltet, Kinder. Da müssen wir hin. Wir haben sowieso wieder nach Hause teleportiert. Wie Mjapskoti. So. Ich nehme wieder die übrigen Kartoffelmochi. Mebishi. Mubishi. 3 Portionen, du weißt Bescheid. Das soll mal nicht so viel fressen. Habt ihr von diesem Axantor gehört, das in Rage sein soll? Einige unserer Leute wollen die Lage heute Morgen genau unter die Lupe nehmen und wurden von ihm angegriffen. Der Sanitätertrupp hat nun alle Hände voll zu tun, damit sie wieder zusammenflicken. Du redest von dem Axantor, das von einem heftigen Blitzeinschlag erwischt wurde und sich seitdem seltsam verhält, oder? Mir sind ein paar Berichte zu angekommen. Nun, für solche Fälle ist unser Forschungstrupp sofort zur Stelle. Natürlich ist es gefährlich, unbekannten Pokémon auf die Spur zu gehen, aber wir haben ja Manu an unserer Seite. Ja, da kommt schon viel verarscht vor. Aber die Stärke dieses Axanthos soll die eines Elite-Pokémons bei weitem übertreffen. Als Forschungstrupp ist es unsere Aufgabe herauszufinden, wie stark es wirklich ist. Und um dem nachzugehen, müssen wir körperlich und geistig absolut fit sein. Darum brauchen wir eine ordentliche Mütze Schlaf, würde ich sagen. Okay. Am nächsten Tag. Kann da ein paar Forschungsaufgaben zurückgeben, haben ein paar Sachen noch nochmal. Guten Morgen, Manu. Du solltest dich schnell ins Büro des Expeditionsleiters aufmachen, bevor er die Sumo-Techniken an dir ausprobiert. Jo, Hasakish! Kann man es ja wieder umziehen. Aha. Also ich kann jetzt auch wieder so umeinander laufen, nice, da mal nicht. Aber die Nickelhose, die schaut gar nicht so zupfert aus. War noch nix? Muss man. Schlafen ist immer gut, schlafen ist tutti, mein Lieber. Ah, da kann ich lagern, okay, alles klar. Also wenn ich jetzt sage, ich hätte jetzt 12 Items dabei auf Kante, okay. Ich möchte mir noch ein bisschen der Stadt umschauen, die haben noch ein paar Missionen zu erledigen. Modern ist schöner. Modern ist halt Team Galactic Outfit, das mag ich nicht unbedingt. Weißt du. Dann auf zum Hauptsitz. Warum keine moderne Kleidung?
Ja, kann ich auch anzeigen, aber das ist für Team Galactic-Kleidung. Ich weiß nicht, ob das so gut dazu passt. Weißt du, zum ganzen Setting und so. Aber mal schauen, was man zum Kaufen geht. Na? Ist euch eigentlich klar geworden, dass ihr eure Zeit damit verschwendet, ein falsch ehrwürdiges Sinnoh zu verehren? Sagt derjenige, der einen Sinnoh verehrt, dass den Fluss der Zeit kontrollieren soll. Unser Sinnoh, der Schöpfer des Universums und damit allen Raum, ist der einzig wahre ehrwürdige Sinnoh. Ihr könnt euch so viel Ruhm haben, wie ihr wollt. Ihr wüsstet doch nichts Vernünftiges damit anzufangen. Okay, dann nicht. Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht doch. Und du willst mir weismachen, ihr wüsstet etwas mit der Zeit anzufangen, die euch gegeben ist? Immerhin hast du es geschafft, dich an die vereinbarten Zeiten zu halten. Das ist mehr, als ich dem Perklan für gewöhnlich zutraue. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass du dich in deinem ach so geliebten Raum verläufst. Wie bitte? Das ehrwürdige Sinnoh hat uns von Perklan und diesem Raum und damit dem Fundament unserer Welt gesegnet. Als würde ich mich darin verlaufen. Schluss damit. Nichts ist eine größere Zeitverschwendung, als eine sinnlose Diskussion mit dir zu führen. Ich sollte das ehrwürdige Sinnoh dafür um Verzeihung bitten, dass ich mich überhaupt darauf eingelassen habe. Aber wie auch immer. Jetzt zur Expeditionsleister Demboku. Unfassbar. Du hast diesen Streit doch von Zaun gebrochen. Ich mag die beiden. Mir gefällt halt das Japanische nicht so wirklich. Ja gut, aber das ist der gesamte Spielstil. Extreme Japani angehaucht. Sobald sich die zwei begegnen, ist die Stimmung im Eimer. Das Mädchen von eben dem Raum so wichtig war, heißt Perla. Sie ist das Oberhaupt des Perl-Clans. Der Mann, der ständig von der Zeit gesprochen hat, ist Dian, der Oberhaupt des Diamant-Clans. Die Namen lassen sich gut merken, nicht wahr? Die zwei Clans tolerieren sich gegenseitig, wenn auch gezwungenermaßen. In der Vergangenheit sollen sie sich aber schon bekriegt haben. Naja, viel wichtiger ist jetzt der Boss, Expeditionsleister Demboku will dich sehen. Du solltest lieber schleunigst in sein Büro gehen. Ah, tun wir noch nicht. Wir schauen jetzt erst mal, ob wir noch irgendwie Quante kriegen. Warte mal, ja, Missionen? Jetzt warte mal ganz anders. Da müssen wir hin. Missionsliste. Nein, Missionsliste. Nebenmissionen. Wo ist Mari? Da werden wir jetzt erstmal ein paar Missionen abschließen und dann da mal einkaufen und dann gehen wir zum Expeditionsleister Demboku. Pokédex einfach Charlie. Bla bla bla. Männliche und weibliche Stallerinnen sehen also leicht unterschiedlich aus. Darf ich mal sehen? Oh, das Muster auf der Stirn ist je nach Geschlecht unterschiedlich groß. Das ist mir noch nie aufgefallen. Danke, dass du mir den Eindruck gezeigt hast. Ich weiß jetzt schon viel mehr über Starlily. Vielleicht vertraue ich mich ja sogar mal eins anzufassen. Bitte tu mir den Gefallen und fang ein Starlily für mich. Was ist das? Der drollige Zwirbel an seinem Kopf. Und dazu diese Kulleraugen. Ach, es ist einfach zu süß. Alles an ihm ist so liebenswert. Hallo, Starlily. Willst du ihr streicheln? Nein. Ich betrachte es doch lieber aus sicherer Distanz. Schließlich könnte es jederzeit eine Attacke einsetzen. Nur Leute aus dem Forschungstrupp oder dem Sicherheitstrupp sind mutig genug, sich so nah an ein Pokémon heranzuwagen. Aber danke, dass du mir diese süße Starlily gezeigt hast. Ich kenne Leute, die schon beim Anblick dieses Pokémon die Flucht ergreifen. Wenn ihr euren Pokédex vervollständigt habt und mehr über Pokémon wissen, brauchen wir vielleicht keine Angst mehr vor ihnen zu haben. 10 Pokébälle, alles klar. Nächstes Jahr noch ein paar Missionen offen. Missionsliste, die Missionen. Pilze, okay, da haben wir noch viel. Und das war es mit Sepurze. Den haben wir auch nicht. Okay. Warngeschäft. Hallo? Eine besondere Lieferung für mich.
Extravagantes Oberteil und extravagante Hose. Pass gut darauf auf. Schiebermütze, ja, alles klar. Das ist cool. So ein Stirnband, das weiß schon. Japaner Style, I love so Japaner Style. Okay, gibt es jetzt nur ganz einfach. Oh, lull! Leute von heute, wie war es mit so einem Anzug? So einem Karate-Anzug? Da sehe ich mich irgendwie. Ah ja! Sandalen. Alles klar, meine Freunde. Ich renn doch da nicht mit Sandalen umeinander. Authentizität. Der ist Hüfte. Man kaufe gleich noch einen Karateanzug auch noch. Aber den welchen? Welche Farbe, Kinder? Weil der rot-schwarze schaut auch cool aus. Vielleicht. Der grün-weiße. Oder eher der weiß-schwarze. Schreibt's mal in die Chat. Schreibt's in die Chat, welchen kaufen wir? Schwarz. Schwarz, 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 schwarz. Okay. Blau-grau mit Rot. Schwarz oder weiß. Oder Schieferschwarz mit Gelb. Holen wir mal den Weißen, weil da passen uns ja die Schuhe dazu. Ah nein, ich will Charling. Tschüss Jungs, Entschuldigen Sie, ich hab mich gerne umziehen. Was habe ich eigentlich da noch gekriegt? Schau mir ein Oberteil. Oh, lebt mir am Arsch! Wie die der typisches Mädchen. Wie weit für blau-grau? Blau-grau? Los jetzt die Story, wie wunderschön. Schau mal, was haben wir denn noch? Blau-grau. Der ist auch cool. So wurscht, mir kommen mehrere Sachen an. Nein, mag ich Sandalen. Hau ab mit den Sandalen. Sehr süß, ja. Ich will der allerbeste sein. Wie kann ich da vorbewahren? Nein, mir doch nicht frisieren. Wollt ihr noch was kaufen? Pokebälle, aber wir haben eigentlich noch mal. Wissen Sie mal. Stellen wir gleich eine neue Pokebälle her. Wir können jetzt auch Schwerbälle herstellen. Nice. Pokebälle hergestellt. Schwerbälle. Was haben die für Beschreibung? Kines. Ich weiß gar nicht. Ich hätte den gern bewegen. Y. Dieser schwere Ball kann nicht weit fliegen. Dafür ist die Erfolgsquote hoch, wenn er ein unaufmerksames Pokémon trifft. Schon mal ganz nice. Okay, cool. Stimmt, da war noch was mit den Attacken da herum. Da kann man noch mal nachschauen.
Hallo! Attacken meistern. Ohne einen Meister sammeln kann ich dem Pokémon nicht dabei helfen. Okay. Brauchen wir Meister. Attacken beibringen. Beugel. Wood. Aha. Aha. Ich kann meine Pokémon besondere Attacken beibringen lassen. Oh no, ist das nice. Eiszahn, Donnerzahn, Feuerzahn, Sternschauer. Ui, 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 ui. Okay. Wer bist du? Ah, Tauschbörse, da kann man tauschen mit Freunden. Hoppa, hoppa. Ja, unser kleiner Wampelbesitzer. Mir interessiert, ob sie bis zum Ende des Spiels Wampel entwickelt. Das war ein scheiß Gimmick, weißt du schon, wenn in der Umgebung auch ein bisschen was passiert. Ich rechne zwar jetzt nicht damit, aber das war cool. Nebenmissionen. Die frechen Bidizer. Gibt es eine Bande 3 frecher Bidizern, die in Jubeldorf Unruhe stiften? Sprich mit Tsumugu vom Sicherheitstrupp und geht der Sache auf den Grund. Das können wir dann nochmal machen. Spielgefährte Driftlon. Anscheinend haben einige Leute im Dorf einen Driftlon mit den Kindern spielen sehen. Sprich mit Kimbra und Sicherheitstrupp, um Details zu erfahren. Okay. Wir nehmen jetzt mal was, ja. Um Hilfe gebeten, ich glaube es geht um Zubat. Hör dich auf Veranlegung und geht der Sache auf den Grund. Okay. Hallo, hallo, hallo? Mein Name ist Mandu, ich bin wunderschön. Es gibt keine weiteren Missionen. Nehmen wir jetzt mal wieder. Gib dein Bestes. Ich darf gerne mal jetzt eine Chefin noch, gell? Ja. Weil ich kann noch einen Rang aufsteigen. Ich erkenne deine Fortschritte an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Yay! Du bist offiziell ein 2-Sterne-Mitglied der Galaktik-Expedition. Du kannst jetzt Feuerbälle einsetzen. Ab sofort werden die Pokémon bis Level 30 im Kampf gehorchen. Zudem fällt die Belohnung für deine Forschungsberichte nun größer aus. Das hier solltest du noch bekommen. Diese Anleitung werden dir von Nutzen sein. Federbälle. Ah, Federbälle waren das. Entschuldigung. Und Supertränke. Nice. Du musst den Pokédex weiter vervollständigen, wenn du im Rang aufsteigen möchtest. Sehr gerne, Frau Chefin. Danke. Tschüss. Hoppa, hoppa. Fisch, da haben wir richtig. Nicht. Ist der Nahausweitung. Mein Gott. Hoppa, hoppa. Wo war jetzt eigentlich das Boss-Pokémon in dem Gebiet vorher? Das war das Zipurzi. Beziehungsweise das Pokémon, das dort an der Anhöhe wohnt, ist das Damirtier. Das richtige Boss-Pokémon von dem Gebiet haben wir noch nicht. Soweit haben wir noch nicht. Soweit sind wir noch nicht. Den Woku. Was denkst du, gegen das in Rage geraten Axantha zu unternehmen? Es mag der Nachfahre eines Pokémon sein, das einst für den erbigen Sinnoh kämpfte. So kennen wir jetzt dann hier, das Axantha. Aber so kann es nicht weitergehen. Immer eins nach dem anderen dir. Zeit ist ein wertvolles Gut. Wir sollen sie nicht verschwenden. Was denkst du also, sollten wir mit dem König des Pelklans verfahren? Deshalb bin ich hier. Wenn es einem König des Pelkans geht, sind vom Diamantclan die Hände gebunden. Sonst kommt es wieder zu einem Konflikt zwischen uns, wie es zur Zeit unserer Vorfahren war. Würde nicht auch eure Leute verletzen? Willst du diese Probleme wirklich ignorieren? Will der Diamantclan damit etwa andeuten, dass wir uns selbst des Königs entledigen sollen, den wir von Pelklan verehren? Ich habe es wohl gedacht, aber nichts dergleichen gesagt.
Wo ist der Unterschied, du Tölpel? Ich würde zuerst gern wissen, warum ein König wie Axantor derart die Kontrolle über sich verliert. Das wüsste ich auch gern. In der Geschichte des Diamantclans kam so etwas zumindest noch nie vor. Du bist hier. Hallo! Manu, das ist das neueste Mitglied unseres Forschungstrupps. Oh, Jonna hat uns jemanden mit diesem Namen erzählt, der damit hier Gunst genießt. Dann bist du also derjenige, der aus Riss im Raumzeitgefüge gefallen kam. Kaum zu fassen. Ich bin Diam, Anführer des Diamantclans. Offiziell heißt es wohl Oberhaupt, aber das klingt mir zu altbacken. Der Riss im Raumzeitgefüge. Heißt das womöglich, du stammst aus dem Raum, in dem sich das ehrwürdige Sinnoh aufhält? Ich bin Perla, Oberhaupt des Perlclans und für meine große Voraussicht bekannt. Bist du wirklich aus dem Riss im Himmel gefallen? Ich kann das nur schwer glauben. Hier also ein Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir Axantor zuerst ihm überlassen? Du willst König Axantor einem unerfahrenen Neuling überlassen, der behauptet, durch den Riss im Himmel gekommen zu sein? Ach, wie lange bist du noch mal Oberhaupt? Als Oberhaupt zählen nicht die Jahre an Erfahrung, sondern der Wille, sich furchtlos in Raumwildnis von Hisui zu stellen. Dann spricht ja nichts dagegen, die Sache einem Neuling zu überlassen, oder? Mich hast du ebenfalls überzeugt, Denboku. Das ist eine gute Gelegenheit, um euch Leute von der Galaktik-Expedition bei der Arbeit zu beobachten. Mal sehen, wie hilfreich alle seltsamen Bälle tatsächlich sind. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Das ehrwürdige Sinnoh hat Hisui erschaffen, damit die Pokémon hier frei sein können. Boah. Wir sollten eigentlich Seite an Seite mit ihnen leben und sie uns nicht untertan machen. Wir nutzen die Bälle nicht, um die Pokémon derart untertan zu machen, sondern um mit ihm koexistieren zu können. Seht zu und ihr werdet es verstehen. Eine neue Mission wartet auf dich, Manu. Geh, finde heraus, was es mit Axantor auf sich hat. Verstanden! Ja, Sir! Als Fremder mit einer fragwürdigen Herkunft werden dir viele mit Argwohn begegnen. Das meine ich haben wir jetzt schon 1000-mal gehört. Ihr Vertrauen kannst du dir durch eins verdienen. Harte Arbeit. In der Tat. Je schneller das passiert, desto besser. Verschwenden wir keine Zeit. Der König des Waldes Axantor ist ein Nachfahre der Pokémon, die einst das ehrwürdige Sinnoh in Kraft erhielten. Seine Stärke wird also von keinem Vergleich zu dem stehen, was du bisher erlebt hast. Das macht nichts, klatsch mal weg, easy going. Der Diamantclan und der Perlclan haben schon weitaus länger in der Hisui-Region. Als Außenseiter müssen wir von der Galaktik-Expedition uns darum bemühen, gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen. Verstehst du? Lass uns über die Mission des Expeditionsleiters sprechen, Manu. Komm in mein Büro. Okay. Wuppa! Papa. Hallo. Ach, Gerlinde ist ja wieder weiter unten. Gerlinde. Kann ich da drüber? Nein. Schon. Kann ich sagen. Fahren wir rein daheim? Fahren wir. Manu! Professor Laven. Die Auftragsbesprechung bitte. Well then. Manu, du solltest Axantor erforschen und herausfinden, warum es derart in Rage geraten ist, richtig? Dann wirst du es mit außergewöhnlich starken Pokémon zu tun bekommen. Mitglieder des Sicherheitstrupps, die von Axantor angegriffen wurden, haben versucht, Pokébälle auf es zu werfen. Aber sie hatten nicht den Hauch einer Chance, es zu fangen. Die aggressive Veranlagung mancher wilder Pokémon ist nichts im Vergleich zu dieser Rage. Es will mit aller Deutlichkeit sagen, die Mission birgt immense Gefahr. Bist du bereit dafür? Ja, sicher. Ich tue sich nicht runter. Na schön, dann teile ich jetzt die nötige Information mit dir. Der Diamantclan und der Perlclan halten die Pokémon, die sie Könige und Königinnen, für Gesegnete des ehrwürdigen Sinnohs. Die Orte, an denen sie bevorzugt aufhalten, tragen den Namen Hoheitsstädte. Hochstädte? Ich habe es nicht gescheit gelesen. Dort bringen die Mitglieder der Clans ihnen Opfergaben dar und richten Feste zu ihrer Ehren aus.
Vielleicht könnten wir mit Axantha fertig werden, wenn wir herausfinden, welche Opfergaben es bevorzugt. Mano, wir haben etwas mit dir zu besprechen. Die Sache ist die. Hinter dem Riss im Raumzeitgefüge befindet sich möglicherweise die Welt, in der das ehrwürdige Sinnoh weilt. Und das ehrwürdige Sinnoh, das wir von Diamantclan verehren, gebietet über die Zeit, was? Und dass du aus dem Riss im Raumzeitgefüge gekommen bist, könnte bedeuten, dass du die Zeit selbst überwunden hast. An jemand so bemerkenswerten hätte ich ein besonderes Anliegen. Bitte erforsche Axantha nicht nur, sondern finde auch einen Weg, es zu besänftigen. Perfect Timing, DM. Wir haben gerade genau darüber gesprochen. Oh, Sie sind der Professor, zu dem man so viel hört. Freue mich. Ich hoffe, Sie können mir einiges beibringen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Der Perl-Clan verehrt den König des Waldes zutiefst. Ich bin mir sicher, dass Sie eure Hilfe begrüßen würden, auch wenn Sie sich weigern, ausdrücklich darum zu bitten. Ehrlich gesagt haben wir vom Diamant-Clan mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen. Auch der König, den wir um uns kümmern, ist in Rage verfallen. Er lebt in den Bergen fernab von hier. Es stimmt, dass es in der Vergangenheit oft zu Streit zwischen unseren beiden Clans kam, aber solange wir alle hier in Hisui leben, müssen wir solche Probleme gemeinsam lösen. Nur leider gibt es in unseren Rängen so gut wie niemanden, der sich mit einem starken Pokémon aufnehmen könnte. Du bist also unsere einzige Hoffnung. Axantha solltest du beim Baumriesenkampffeld antreffen, tief im inneren Wald. Sein Wächter heißt Topin. Der Junge hat einen scharfen Verstand, der ihn leider nicht immer vor Torheit schützt. Aber sein geliebtes Axantha wird er dir bestimmt eine Menge erzählen, ob du ihn nun danach fragst oder nicht. Jedenfalls verlassen wir uns auf dich. Du schaffst es bestimmt bis später. Ciao! Boah, stimmt. Nicht so viel Text, bitte. Sie haben gesagt, was sie sagen wollten. Und warum drücke ich aber weiter? Für sie ist es Zeit wohl wirklich kostbar. Diam und Jona haben ein paar nützliche Informationen für uns aufgeteilt. Wenn du der Sache mit Axantha auf den Grund gehen willst, solltest du am besten direkt zu ihm gehen. Mami ist die letzte Hoffnung, da ist die Hoffnung Bolz verloren. Hallo! Ich bin die letzte Hoffnung, ansonsten haben alle Butt. Sei sie laufen! Die neuen Anhöhenbasis eignet sich bestens als Ausgangspunkt, wenn du dich zum Baumriesenkampffeld aufmachst. Und schau am besten auch mal bei der Weide vorbei, um sicherzustellen, dass du die richtigen Pokémon dabei hast. Oh, da tun sie sich nicht runter. Da tun sie sich nicht runter. Wir werden jetzt erst noch ein paar Nebenmissionen machen. Wir machen das Axantha nicht mehr heute. Kennst du das? Du findest hier lauter tolle Materialien und kannst sie nicht mitnehmen, weil deine Tasche wieder zu voll ist? Dann hör dir an, was ich zu sagen habe. Es soll dein Schaden nicht sein. Was ist lustig? Hast du jemals davon geträumt, mehr Sachen in deiner Tasche verstauen zu können? Wenn du meine Kunst der Aufbewahrung lernst, wirst du in der Lage sein. Was sagst du dazu? Unterrichte mich. Jawohl. Yes! Siehst du? Kaum hast du den Dreh mit der neuen Aufbewahrungstechnik raus, schon passt viel mehr Items hinein. Wenn du mehr Sachen in deiner Tasche verstauen möchtest, kann ich dir in der nächsten Stufe der Kunst der Aufbewahrung unterweisen. Was sagst du? Oh. Ja, geht schon dahin. Können wir die gleich Feuerausbau? Wir machen das jetzt nochmal ein bisschen. Es war's jetzt ist Ruhe. Ja, okay, das sind jetzt, ja, passt schon. Alles gut. Nochmal 5 nice Slots. Was hat der schon wieder? Ich möchte jetzt einmal ein paar alte Missionen erledigen.
Noch ein, zwei Missionchen erledigen. Fleetstraße. Hallo. Hallo, ich bin Cosima vom Sicherheitstrupp. Wenn du einen Zugang fängst, würdest du mir bitte zeigen? Ja. Sehr geht. Bitteschön. Eins haben wir ja schon. Dann wollen wir doch mal sehen, was mit Subarts Augen auf sich hat. Hä? Was? Wo sind denn seine Augen? Wo? Es hat überhaupt keine Augen? Ja. Ultraschall nennt man sowas. Dann beherrscht Subart wohl eine geheime Technik, bei der Augen irrelevant sind. Dann kann ich von Subart ja überhaupt nichts lernen. Was soll ich denn jetzt nur tun, damit mir der Nachtwache leichter fällt? Freunde dich mit ihm an? Aber natürlich. Ich muss die Woche ja nicht unbedingt alleine antreten, danke. Dann begebe ich mir jetzt auf der Suche nach einem Subart, das mir bei der Arbeit hilft. Offensivvitamine. Ui, Vitamine? Brauchen Sie ein paar Vitamine? Next Mission. Also an die Missionen. Spielgefährte Driftlon. Da herunter. Hoppa, hoppa. Hä? Oder muss ich mit dir reden? Pokémon derselben Art können angeblich unterschiedlich groß sein. Das hat zumindest der Professor gesagt, aber das glaube ich erst, wenn ich es mit eigenen Augen sehe. Sollte es wirklich Bumblebee geben, die größer sind als meins, würde ich mir gerne mal aus der Nähe ansehen. Ich glaube sogar meins ist größer. Sag mal, bist du doch richtig gut im Fangen von Pokémon, stimmt's? Ja. Ich habe sogar zwei Bumblebee, die größer sind. Mindestens 0,8 Meter. So soll wieder nicht, gell? Ah, scheiße gelaufen. Ah, jetzt ist die Uschi da. Schau mal, die war vorher nicht da. Driftlon kümmern. Wir haben gehört, dass bei Sonnenuntergang am Strand Aufbruch Driftlon mit einem Kind aus dem Dorf gespielt hat. Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass Kinder mit Pokémon spielen. Was, wenn es angegriffen wird? Wir von Sicherheit sind Kinder gesehen. Und nach dem Kind gesehen, aber allein ging es gut. Keins der Kinder im Dorf wusste von einem Driftlon. Aha. Finde heraus, ob am Strand des Aufbruchs abends ein Driftlon mit einem Kind spielt. Und das für Missionen bitte? Beach, please. Wo ist denn der Strand des Aufbruchs? Okay. Hä? Das ist wahrscheinlich dort der herunter. Schatz, jetzt mal grob. Da, wo du entstanden bist. Da, wo ich auf die Kegel bin. Gibt's ja noch Aprikokobäume? Und? Da, wo sie mit Kaiwit haben. Palkia und Dialga haben wir da Kaiwit. Also ich sehe nichts.
Soll es nicht Abend sein? Immer schau. Ich habe mir jetzt gedacht, ich probiere es einmal. Weil es noch nicht so spät ist. Kann ich Ski fahren? Nee, sorry. Muss Seil springen? Nee, sorry. Ja, dann müssen wir nochmal geschwind Bubu machen. Und dann bei der Nacht einmal gehen. Oder abends. Wie viel Zeit vergeht, wenn wir schnell reisen? Nicht viel. Okay. War aber so wert. Wo können wir denn Bubu machen? Wahrscheinlich in meinem Haus. Jetzt lassen wir doch schnell reisen. Abend oder Nacht? Abend. Ab ich sei Bubu. Ab ich sei Bubu macht. Hast du das gesehen? Ja, unterm Sprung die Schleppfau gelegt. Das machen wir erstmal etwa noch. Nein! Manchmal hat der Controller schon ein bisschen hackelig. Bisschen aber noch. Ich höre etwas. Was ist das? Achso, oh, okay, Cutscene. Hallo, du da vom Forschungstrupp. Ich würde gerne nach Hause gehen, aber Driftlon lässt mich nicht los. Bitte hilf mir, nimm meine Hand und zieh ganz doll dran, ja? Kein Problem. Hallo. Steht nämlich ein Pokédex-Eintrag von Driftlon drin. Driftlon entführt kleine Kinder. Juhu, jetzt kann ich endlich nach Hause. Aber Driftlon ist kein böses Pokémon, weißt du? Ganz bestimmt nicht. Es macht so viel Spaß, mit ihm zu spielen. Darum habe ich den Erwachsenen nichts von ihm erzählt. Ich heiße übrigens Takio. Dann, tschüss. Taki. Das ist die Frage, Käufer oder Overjumpen? Wahrscheinlich nicht. God blast, vorne Seiten. Hoppa. Hoppa. Und hoppa. Mit der Rollding ist man ein bisschen schneller, wie wenn man normal läuft. Typisch. Hallo junge Frau. Ich hab das Driftlon befreit. Ja. Jetzt haben wir es verzählt. So ist es also. Takeo hat es für uns geheim gehalten. Aber das klingt mir nach einem sehr knappen Rettung. Wer weiß, wohin das Driftlon Takeo sonst gebraucht hätte. So etwas darf der Sicherheitstrupp auf keinen Fall ignorieren. Ich werde Kommandantin Billila empfehlen, mehr Wachen am Strand des Aufbruchs zu schicken. Zum Glück konnte Schlimmeres verhindert werden. Das haben wir nur dir zu verdanken. Jo, was krieg ich denn? Sternstaub. Okay. 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 Mission? Ein großes Bammelin. Ja, ich habe so ein großes Bammelin, das war Sonderbonbon. Freche Pizza. Stimmt, das war noch. Es hat bestimmt ein paar Strizi. Ah, da hupfen soll jemand mit die Pokéball. Sus. Wer bist du? Wenn mir ein Pokémon so nahe kommt, werfe ich einfach eine Sinelbeere hin und verdufte, während es abgelenkt ist. Hey du, magst du einen Vollsprungsturm mit? Das klingt gut. Ich möchte nämlich bald ins Gasland aufbrechen, um da Glanzsteine zu finden. Allerdings habe ich nicht genug Sinelbeeren für solch ein Unterfangen. Gib mir Sinelbeeren.
Könntest du mir ein paar Beeren bringen? Ja, natürlich, natürlich, ist ja kein Problem. In der Tat. Yes. 3 Beleber. Das ist ein guter. Diese frechen Bizas. Du hast bei der Prüfung 3 verschiedene Arten von Pokémon gefangen, oder? Dann würde ich dich gerne bitten, etwas für mich zu untersuchen. Ah, diese frechen Bidiza. Ich habe nur kurz hingeschaut, da sind sie glatt an mir vorbei ins Dorf getapst. Ich habe als Wache des Sicherheitstrupps versagt. Was soll ich Kommandantin Belila nur denken? Schluss damit. Selbstmitleid hilft mir auch nicht weiter. Da muss ich eben die Bidiza einfangen, die Sachen wieder richten. Aber leichter gesagt als getan. Wie soll ich denn eigenhändig 3 freche Bidiza fangen? 3! 3 Bidiza. Ich hab's. Ja, das könntest ja du machen. Ja, da freue ich mich aber. Wo waren's denn? Ah. Wir haben sie jetzt wahrscheinlich irgendwo versteckt und ich muss finden. Okay, da ist was, wenn ich mich nicht verschaut habe. Nein, mal verschaut. Idisa! Muckabub! Schnurli-Bulli, was haben denn die da? Nix. Okay, das ist keins. Und die alle an der oberen Seite, bin ich doof. Da ist niemand. Auch niemand. Wieder ein Hakeln mit den Bläden. Ah, wieder eine Mission für mich. Ich muss jetzt erstmal Bidizas finden. Hallo Klaus. Zerstörer Lilio, aber kein Bidiza. Was macht der Mann da? Was? Der Glücksschrein beschützt Jubelblau. Ich bin jetzt nachvollziehen. Was wünschst du von dem Glücksschrein? Aha. Ah! Schützt vor Statusproblemen. Alles klar. Süß. Los, dann geht's mal durch. Jetzt geschwind mit meiner Freundin eine rauchen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Aber ruhig. Bis gleich. Könnt ihr auch mal kurz Pause machen? Pipi-Pause.
So, Batterie wird langsam laufen dann los. Mal raus von da und dann geht's wieder. Keks! Es ist Kekszeit. Keksis. Mhm. Mit auch liegen oder was? So. Ja, bitte, bitte. Hat sie das erste schon. Oh nein, es ist uns entwischt. Lass uns später nochmal versuchen. Wenn du auch ein Pizza dabei hast, solltest du dieses Schlinge ausreichend ablenken. Hä? Ah, gut, aktuell Kurs dabei. So weit konnte es nicht laufen, oder? Komm. Was gibt's denn da? Als Belohnung? Für die Pizza-Aufgabe, oder was? Achso, nein, dieser Keks. Was ist auch ein Keks? Keks, Mann? Keks? Keks. Wo kann jetzt das Speedy-Zeug laufen sein? Kackvieh. Was hat der Pokémon-Keks? Ja, ist ein Pokémon-Keks bei du. Hast du Speedy-Zeug gesehen? Pokémon-Keks. Und das Kackvieh hier. Das gibt's ja nicht. Pizza. Servus, Kid. My Leid. Ist dahinter? Ja. Ja, das kann doch nicht ein Ernst sein. Ob es das Speedy so versteckt? Das verarscht dich, das glaube ich auch. Oder ein Ernst? Ah. Ja, cool. Ich habe keine Ahnung, wo das aussieht. Lagerkiste. Nope, nope, nope.
Nope, nope, nope. Das ist ja nicht. Ja, jetzt geh weiter. Jetzt wird's voll langsam aufig. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht schau ich ja frisch. Es ist von da abgehauen. Also gehen wir davon aus, dass er nicht ganz so weit weg sein kann. Wenn es für irgendwo seht, sagt mir's. Das ist auch nichts. Nope. Das gibt's doch nicht. Bin ich dumm? Einfach muss man schlafen, dass es wieder kommt. Es hat ja bloß geheißen, Spediza muss ich finden. Schauen wir nochmal. Wo ist das Kackvieh? Bidi, bidi. Jetzt freut sie sich. Ah, geschnappt. Dann bitte Zaun du, ihr habt den Dreh echt raus. Ah, das war 1 von 3. Mhm. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Komm, Eike. Ist gut. Sehr gut. Es ist einfach wieder genau dort wie vorher. Was soll der Rotz?
Wunderbar. Können wir nur noch eins. Na, wie ist das Wertebefinden? Ah. Könntest du meine geheime Kunst des Überraschungsmanövers schon meistern? Nun, so oder so, ich habe ja ein paar Supertränke für dich. Aufs Haus! Die Arbeit des Forschungstrupps sorgte für den Endeffekt dafür, dass mein Geschäft besser läuft. Insofern ist eine Investition in dich auch gleichzeitig eine Investition in mich. Und gut, damit verabschieden mich. Die Ruinen der Region rufen meinen Namen. Ciao. Wo können wir der jetzt noch herkommen? Eins gibt mir noch. Das eine, das finden wir jetzt auch noch hinter. Eins haben wir noch. Wo ist das letzte Bidiza? Da ist. Gargaccia mal. Bidiza. Ging ja leichter als erwartet. Bevor du sie freilässt, nehme ich sie lieber mit mir zum Bautrupp. Was? Aber beim Bautrupp haben sie mit ihren Zähnen doch den größten Schaden angerichtet. Ja, aber so sind Pokémon normal. Woher sollen sie denn die Regeln unseres Dorfes kennen? Außerdem zeugt ihre Vorliebe für Holz unseren Gebäuden für guten Geschmack. Sie werden allerdings nicht einfach nur hier bleiben, sondern uns auch bei der Arbeit helfen. Durch ihr wiederholtes Eindringen ins Dorf haben sie eine Menge Ausdauer bewiesen. Zusammen mit ihrem robusten Zähnen, für die weder Holz noch Stein ein Hindernis darstellt, macht sie perfekt für den Bautrupp. Na, wie sieht's aus? Wollt ihr mit uns arbeiten? Nach harter Arbeit schmeckt das Essen sogar noch besser, glaub mir. Das wollte ich hören. Ob die frechen Bediza wirklich bei der Arbeit helfen werden? Aber Sasanka ist ja dabei. Da brauchen wir uns sicher keine Sorgen zu machen. Damit hat sich die Sache erledigt. Das war anstrengend. Jetzt so. Kann wieder mal Staralili mitnehmen. Wie schaut es jetzt missionstechnisch aus? Wer haben wir denn da dabei? Vervollständiger Dorfeintrag von Zepurze. Haben wir den schon vollständig? Yes. Gut. Und dann gehen wir wieder der Hauptmission noch. Graslandbasis. Ja, aber da haben wir eine Aufgabe zum Erledigen. Haha. Nice. Und Hilde. Yep. Danke. Dank dir wurde das Rätsel gelöst. Hier, damit möchte ich mich bei dir bedanken. Okay, die Vitalgenossen. Ausgleichen, Schokomaus.
800 Meter. Können wir mir jetzt schon? Nein, können wir noch nicht. Aber wir gehen jetzt gleich auf die Anhöhenbasis. Ja, Professor, der ist auch überall. Überall, wo er nicht sein soll. Azurglanzsteine. Okay, alles klar. Was ist, geht da hinten weiter? Können wir da hinten dafür? Mir auch gleich. Oh, Pflänzchen. Ah, er ist erwischt. Burn! Sorry, burn! Ist geflogen. Alles klar. Ärgerlich. Der Kleinstein. Kleinstein! Let's battle this Kleinstein. Glut! Oh, that hurts a bit, I guess. Krafttechnik Glut! Das reicht nicht! Nein, feurige! Fehlt! Nice! Rübzugib, Vollgas! Ist er gelungen? Gut ist auch. Lala. Ja, erst mal heilen. Achso, wow, es hat trotzdem funktioniert. Die haben gedacht, ja, warum drüber? Krafttechnik, Glut. Okay, ist der Jonas weg. Mensch, das. Jetzt kannst du zweimal angreifen, weil ich eine Krafttechnik eingesetzt habe und das hat jetzt ziemlich an meiner Init gesaugt. Moranbeere, oh, das ist die erste. Was habe ich gelesen? Entwicklung möglich, Entwicklung möglich. Starrlili. Ja, machen wir das doch. Starrlili entwickeln. Ah, jetzt hat die schon mitgekriegt, dass da was los ist. Staravia. Und ebenfalls kann man noch Shinux entwickeln, Shiny entwickeln, ja. Genau, Shinuxat hat die. Hast du recht. Alles muss unter das Kraut. Luxio. What a pretty Pokemon this is. Unbedingt bekämpfen. Da hat der Frau uns gelungen. Was? Das reicht nicht. Also da keine Wirkung auf ihn. Diese stark Vergießerei übertäuft die. Die Vergießerei täuft die! Das ist ein Geist-Pokémon. Bandu. Oh, Luxio. Luxio im Gras nennt man sowas.
Haben wir sowas gekriegt. Sowas ist ja toll. So, was haben wir jetzt noch? Das sind da Supertränke. Das ist der Talisman, der dich vor Statusproblemen schützt. Dies ist eine von 5 Farbvarianten. Okay. Wie eigentlich dafür gelangen, weil die Bier mit und nehmen halt. Okay. Wir müssen dort um. Bis zum Berg. Okay, Kinder. Hoppa. Zweite war schon wieder angegriffen worden. Vorsicht, die Beleber musst du für die Liga spannen. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Wieder wann du, ich kenne mich aus. Donnersan. Ulohiti. Was das Schöne ist, da gibt's keine Liga. Boah, da ist ein Parasek unter. Elite-Pokémon Parasek. Ah, das catcht man. Ah! Was ist denn dein Problem jetzt? Du Kackbratzen, du. Donnersan. It's pretty nice here. Das ist ein Erzsommer. Reicht nicht. Warum nicht? Warum bin ich jetzt wieder abvergurken da? Hau ab! Donnerschoka! So ist es, so mag ich das. Jetzt will ich auf den Sack. Amelin! Wasserdüse! Ski reicht da schon fast. Kennst du, du bist einfach Zweck. Du bist sauer Zweck. Ja. Was ist mit euch? Doppelkampf! Das ist das erste Mal, dass wir einen Doppelkampf haben, gell, Kinder? Tempotechnik. Donnerschock. Ich würde eigentlich das andere zuerst rausnehmen. Oh, okay, passt schon. Alles gut, ist kein Problem. Taka hat super verfehlt, okay. Strong Style. Chihuahua. Ich finde die englische Bezeichnung cooler. Strong Style und Speed Style. Eis. Hat sie Putzle? Da schauen wir uns die Putzle. Muss ich mal Luxo kämpfen? Oh, okay. Geh mich hin. Haha! Nennt mich den Pokémon Meister. Alex geht's auch auf YouTube. Wo ist das?
Super. Wow. Okay, Volltreffer. Donnerzahn. Hat super verfehlt. Na, was willst du denn jetzt? Gegen jetzt Text schon wieder los. Jetzt leck mich! Was wird's denn jetzt schon wieder? Brutzelt das Ding weg. Das ist also. Boah, da oben schwebt das Raptor umeinander. Raptor. Warum trifft Donner bis so spät? Attackenbeschreibung. 95 Genauigkeit. Das ist dreimal nicht drauf. War. So, da unten ist dann noch das Parasekt, das werden wir uns jetzt mal erklären. Dankeschön, liebes Partner-Pokémon. Jetzt wollte der schon wieder flüchten, hast du genau gesehen. Der Plutzer ist geflogen, das haben wir gedacht. Sehr gut. Oh, da ist super. Hallo? Hast du schon mal einen Baum gesehen, der schwankt und wackelt? Ich glaube, dass es in den meisten Fällen ein Pokémon dahinter steckt, das sich in den Beeren... Ja, okay, das haben wir schon herausgefunden. Was ist das? Schmetterling! Ah, sag ich schon, das erste Paras. Ein aggressiv, die kleinen Paras. Und ich kein Viecher. Krafttechnik. Krafttechnik. Perfekt. Ich kann jetzt noch so ein Paras fangen. Jawohl. Kann ich jetzt da unter dem Kampf da Items öffnen? Nein. Okay, schade. War ein Versuch wert, okay. Tut mir leid. Paras wurde besiegt. Schmetterling nehmen wir gleich noch mit. Irgendwie hat er ganz schön voll Paras. Badaboom! Aber jetzt das Elite-Pokémon. Ich glaube, es war gar keine schlechte Idee, wenn wir das auch überraschen könnten. Oh shit. Level 30. Zwei Fehler kann ich flüchten.
Level 30 ist halt grob. Level 30 ist mir zu grob. Das schaffen wir noch nicht. Ah, 5 von 5 Feuer besiegt. Na? Ah. Fernstab und Schwarzglanz. Dann nochmal bitte, Vogel. Die Ebenen ja so riesig. Hier. Die Ebenen sind so riesig, Kinder. Burn, burn, burn. Au, au, au. Muss ich da drüber auf einwechseln, gell? Wolltest du der Pamela nicht gar so viel? Wasserdöse! Ich düse mich weg. Ah, eine Malzpause. Steht's noch da oben? Cool, ich kann mir den Kampf jetzt von der rum anschauen. Ist dort geil? Was? Nein, 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 wirklich. Boah, leg mich doch am Arsch. Das ist geflogen. Ist das so scheiße wieder eine Vorentwicklungen? Meine Tasche ist voll. Hm. Hm. Machen wir sowas. Boah, das war jetzt knapp, das hätten wir jetzt fast erwischt. Ha, ja. What's the deuce? Beobachter aufmerksam. Das ist gut, wenn du das kannst. Tschüss. Oh, hast du gesehen? Ein Trick halt ist ja voll egal. Egal, Lava. Nice Fußen. Neuer Attacke gelernt. An dem kann man ausprobieren, wie stark das wirklich ist.
Er wurde überrumpelt. Jetzt kennt sie sich gar nicht aus. Weiß gar nicht, was los ist. Und ich sag, Strong Style. Sarba ist nicht sehr effektiv. Rückzugshieb. Haha. Schnell Level-Ups sammeln fürs Team. Im Radium. Okay, es wurde nicht überrumpelt. Schauen wir mal, ob es gleich wieder flieht. Dann mal Rückzug. Circa. Okay, gut. Aprikoko. Deine Tasche ist voll. Was war da noch? Ein Kleinstein stürzt sich auf mich. Kleinstein ist nicht Igel, aber mit ihm. Perfekt. Neue Attacke. Was hat nie Glava gelernt? Flammenbraut. Das ist schon mal ganz nice, du. Haben wir das jetzt gespeichert? Warum speichert man das nicht? Hallo? Freunde der guten Unterhaltung? Willst du mich ärgern? Gut. Dann war gut, also so. Ah, ich muss erst mit okay bestätigen. Ah, okay, alles klar. Was geht? Hoppa. Blut. Hier passt zu. Danke, Papinilla. Apirisa. Apiriza. Löwenzahn. Apiriza ist geflohen. Was liegt denn da? Eisenbrocken. Apiriza wurde überrumpelt. Damit hat er es nicht gerechnet. Ah, bin ich nicht. Pizza wurde nicht, warum nicht? Gib ihm. Au. Geil, dass wir das jetzt treffen, gell? Sag das bloß, ansonsten war's das mit dir, Papi. Level-Aufstieg für Barmelin. Attacke gemeistert. Sehr nice. Wahrscheinlich. War ich schon jemals mit Pantiwi gekämpft?
Dabei haben wir es, aber kämpft man ja damit noch nicht. Ah! Anti-Wiwi! Okay, nice! Ich mach Partie Wiwi. Ja, mal Donnerschock. Strong Style. Normalerweise ist der 40 gegangen. So ist es. Leistungssond. Mein Taschen ist schon wieder voll. Ich hätte es vielleicht noch weiter aufpassen. Damit die. Ja, alles. Sag's mal bis zu den Kunstgegenständen. So, die Tränke sind abgegangen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Gib mir wieder so ein Leistungssond bitte. Bei der ist gut. Hier können wir ein bisschen rum. Da einfach durch. Mir schaut das ein Bidi-Faser. Ich weiß nicht, was für Level das Ding ist. Gerade wieder um. Ah! Tempotechnik, Wasserdüse. Ja, auf Strong Style Rückzug hier und dann war's das schon mal mit Quamelin. Das Ding ist ein bisschen stärker als vermutet. Luxion. Das Ding ist, das Teil kann Walzer. Ach nein! Aquavelle tut mir nicht so viel, das ist nicht so dramatisch. Ach, Rückzug hilft nochmal Craft-Style, Craft-Technik. Klatsch mal's weg. EP-Bonbon, Small. Attacke gemeistert, sehr gut. Oder ist besiegt. Oder. Wo ist? Staravia. Brot. Sind so. Volltreffer. Sehr gut. Ich weiß wieder mal an der Zeit zum Heilen. Aber ich habe irgendwie so das dumpfe Gefühl, bevor wir da dumm gegen Endboss kämpfen müssen, werden wir sowieso wieder kalt. Also tun wir uns da nicht so runter. Geht der Fluss so?
Tasche ist voll. Was ist denn da jetzt wieder noch liegen geblieben? Nix. Was liegt da? Löchrige Aprikoko. Das ist nicht so dramatisch. Was haben wir denn jetzt da? Ich kann noch Pokebälle basteln, dann war zumindest Aprikokos weiter. Schwerbälle kann man auch machen. Machen wir noch 10 Pokebälle. Den Rest machen wir Schwerbälle, dann hat Aprikokos zumindest schon mal gar. Dann noch Tränke herstellen und Beleber herstellen und Supertränke auch noch herstellen. So, dann schaut es nämlich da schon mal ein bisschen raus. Okay, die können wir noch mal verbessern. Ah, gerade Luxio noch mal bessere Angriffswerte. So. Haben wir noch 5 Plätze frei und mit Highlight-Items sind wir wieder gut eingetaggt. Jetzt noch ein Planer. Ah, nein, Pokémon. Inton, Haspiro, Shaloku, Dubi, Intud. Ha! Das finde ich toll. Und ich weiß, dass ihr das auch toll findet. Aber das war's mal wieder. Mit einer neuen Folge von Manuel Streamt. Schon wieder komische Sachen im Internet. Aber so ist der Plan. Ich gebe es jetzt noch, weil jetzt kommt dann gleich der kleine Mandu zu eng. Und der Mandu denkt dann noch ein bisschen bespaßen mit auch noch in Nachmittag. Ebenso auf Twitch und auf YouTube. Und ich pflanze mir jetzt ein wenig auf Couch, glaube ich. Oder? Jetzt wieder. Naja, geht eigentlich. Schauen wir mal, was heute Nachmittag noch so auf dem Plan steht. Aber für mich war es das. Ja, was hat euch gefallen? Mir macht es unendlich Spaß. Der nächste Stream kommt dann wahrscheinlich am Donnerstag aus. Ich komme unter der Woche dazu, aber wahrscheinlich Donnerstag. Genau, bis dahin wünsche ich eine wunderschöne Zeit. Man sieht sich und ja. Arrivederci und ciao.